Hunter. Unglaublich toll. Susanne, super. Wirklich, ich habe mich draußen erkundigt. Es wird noch einen kleinen Moment dauern, bis zum großen Auftritt von unserem Special Guest. Und dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit für ein kleines Experiment heute Abend. Und zwar, ich muss das kurz erklären, ich arbeite unter anderem auch als Klinik-Clown und gehe jede Woche ins Krankenhaus zu den Kindern. Und das ist ja bekanntlich sehr wichtig. Humor hilft ja beim Gesundwerden, hilft uns überhaupt allgemein, es hilft auch, um gar nicht erst krank zu werden, gegen Stress und so weiter. Aber wie funktioniert Humor eigentlich? Dazu ein kleines Experiment. Jetzt, das Wort Experiment, das klingt ja nach was. Darauf haben sich viele von euch bestimmt den ganzen Tag wie verrückt gefreut. Noch eine Mitmachnummer. Ist cool, ne? Ja, alle dachten, sie wären in Sicherheit Susanne und Berthold müssen ran hier heute. Nein, keine Sorge, ich tue euch nichts und ich sehe auch gar nicht, wer gerne mal würde. Deshalb komme ich nochmal zu den Leuten, die jetzt extra plötzlich in eine ganz andere Richtung gucken. Können sich entspannen. Na, hallo, Namen, ich sorge nur mal für so ein bisschen Adrenalin hier in der ersten Reihe. Hallo, Tagchen. Ah, du wolltest doch bestimmt immer schon mal auf so einer tollen Bühne stehen. Das tut mir leid, heute wird gar nichts. Deine Frau muss ja schon ran, ne? Nein, ich komme so ein bisschen weiter nach hinten, wo man dachte, man sitzt in Sicherheit. Hallo! Wir können auch Gedanken übertragen machen. Ich könnte zu irgendjemandem in euren reingehen und sagen, du bist dran jetzt. Und diese Person wird in diesem Moment denken, ich hab's gewusst. Vielleicht darf ich fragen, wie ist dein Vorname? Dörte? Das war schon die erste richtige Antwort. Dörte, steh mal kurz auf, dann kannst du nämlich was Faszinierendes sehen. Wenn du dich mit mir hier umschaust, bemerkst du, plötzlich entspannen sich hier sämtliche Gesichter. Die sind alle so froh, dass die nicht rangekommen sind, deshalb hast du die brutal auf deiner Seite und kannst dich ruhig trauen, einmal kurz mitzukommen. Und wir haben ja am Anfang hart trainiert mit den Leuten, besonders mit Berthold, Dörte. Ich bin mir ganz sicher, in dem Moment, in dem wir beide die Bühne erklimmen, wird plötzlich wie aus heiterem Himmel super, oder? Und wir haben noch nichts gemacht. Dörte, hast du schon mal vor so vielen Leuten gestanden? Ja, echt? Was machst du auf der Bühne? Echt? Ah. Entertainer? Nein, Dörte, nimm einfach mal Platz. Setz dich hin. Pass auf, hier genau über die Falltür. Nein, Scherz. Und Dörte, ich mache auch keine Zersägenummer. Ja, die ist nämlich gestern total schief. Ehrlich, die Karen liegt jetzt auf der Intensivstation. Zimmer 24 und Zimmer 26. Ich habe mir gedacht, wir probieren zusammen ein kleines Ratespiel aus. Du müsstest am Anfang nur mal nachmachen, was ich mache. Achtung, H. Perfekt, ja, sehr gut. Mit Ausdruck. Genau, so lassen. H. Sehr gut und viel schwieriger wird es gar nicht. H. So ist gut, so bleiben, nichts machen, Leute. Ja, das müsst ihr jetzt nicht. Ja, das muss dir aber nicht blöd vorkommen. Ich meine, für die einen ist es Toilettenpapier, aber für die anderen ist es die längste Serviette der Welt. Ja, ist gut. Ich pass auf, jetzt einfach mal ein bisschen runter, denn ich brauche einfach nur ein bisschen Papier. Dörte, pass auf, es geht um folgendes Ratespiel. Ich zähle 1, 2, 3. Dann musst du einfach nur raten, rechts oder links. Wir probieren es aus. Jetzt ganz langsam zum Üben. 1, 2, 3, rechts oder links. Nochmal langsam. 1, 2, 3, rechts oder links. Links. Diesmal war es richtig. Ihr merkt schon, das ist echt nicht einfach. Von vorne, so dicht dran, die Leute gucken. Das heißt, wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen schneller probieren, will ich euch Ruhe zu bewahren, nichts vorsagen, dass Dörte sich gut konzentrieren kann. Wir probieren es aus. Ein bisschen runter, wir probieren es. Nochmal ein bisschen schneller. 1, 2, 3. Das ging jetzt verdammt schnell. Links. Ich nehme mal ein bisschen größeres Papier. Ja, ihr nur. Ihr hättet auch hier sitzen können. Dörte, damit
geht schon einfach. Wir haben ja genug Papier dort. 1, 2, 3, rechts, links, ich starte nochmal ganz gut. Einfach auf los, egal, rechts, links. Ah, ich nehme noch ein größeres Papier. So, ganz locker lassen, Leute. Locker lassen, locker lassen. Leute, so, das müsste reichen. Ne? Wir machen nochmal einen Testlauf. Okay, nochmal ganz langsam. Du sagst aber ganz schnell rechts, links. 1, 2, 3, rechts, links. Pass auf, Dörte, wir steigern das Ganze mal ein bisschen. Wir nehmen die ganze Rolle, das ist leichter. 1, 2, 3, rechts, links, Dörte, ein letztes Mittelfeld mit ein. Und jetzt bin ich mir ganz sicher, du wirst es hier sofort rauskriegen. Konzentration, Dörte. 1, 2, 3, rechts, links, Dörte. Ich glaube, du machst das mit Absicht. Dörte, steh mal kurz auf. Du ahnst, ich habe dich hier ein bisschen auf den Arm genommen. Du kannst dir aber ganz sicher sein, denen wäre es allen auch ganz genauso gegangen. Denn die hatten gut lachen, denn die hatten den nötigen Abstand zu der Sache. Deshalb war es ganz leicht, drüber zu lachen. Und Dörte, fürs tolle Mitmachen bekommst du zum Abschluss 2 kleine Geschenke. Das erste ist, ich werde dich ganz schnell wieder anziehen. Und das zweite ist ein Riesenapplaus vom ganzen Publikum. Dörte sich noch so ein bisschen erzählen lassen kann, was da alles so los war auf der Bühne, machen wir weiter im Programm mit Märchenhaft. Jetzt wird es märchenhaft merkwürdig, es wird märchenhaft ungewöhnlich fürs Varieté, dafür aber märchenhaft schön. Liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch was mitgebracht.